Bonjour, merci, dass der Astrid Lulling TV Doc-Kanal guckt. Ihr könnt die Sendung auch dauernd auf meiner Homepage www.astridlulling.lu gesehen erlauschen. Nachdem das Europäische Parlament und die Agrarminister aus den meisten Ländern die Europäische Kommission bekniet hatten, doch endlich sich zu bewegen, kurzfristig Lösungen zu proposieren, für die Bauern, besonders die Milchbauern, zu helfen, für die Existenzkrise, an der sie verwannen, hat die Agrarkommissarin Fischer-Boel sich endlich abgerappt für Änderungen am Kader von einer Verordnung von 2007 über die gemeinsame Organisation von Agrarmärkten zu proposieren, sodass Sondermaßnahmen für bestimmte landwirtschaftliche Produkte möglich sind. Es geht Zeit, und das ist bedauerlich, dass Bauern sich schon müssen zu Aktionen hinreißen lassen, die nicht gut am Publikum angekommen sind, für das zu Brüssel an der Europäischen Kommission endlich verstanden wird, dass neben den nationalen Hilfsmaßnahmen auch am europäischen Kader weiter Mesuren ergriffen muss sie gehen, die in der jetzigen Gesetzgebung nicht möglich waren, die aber seit Main von den Bauern, von ihren Organisationen, von bestimmten Agrarministern und auch vom Europäischen Parlament gefordert wurden. Ich habe zu Straßburg am September bei der Debatte über die Krise an der Landwirtschaft am Europäischen Parlament gesagt, dass wenn wir im Stand waren, Banken quasi übernimmt, mit Milliarden von öffentlichen Geldern zu retten, es auch möglich sind, am Kader von der gemeinsamen Agrarpolitik die Mesuren zu proposieren, die die Überleben von den Bauernbetrieben an unsere Länder sichern, und daraus viele gute soziale, wirtschaftliche und ökologische Gründe natürlich auch für sicherzustellen, dass in Europa nach genug qualitativ hochwertige Lebensmittel hergestellt gehen, für uns Leute zu ernähren. Lo haben wir ein paar Vorschläge durchleihen, zu denen das Europaparlament an einer Dringlichkeitsprozedur zu Straßburg sein Avis aufgeben muss, für das Ministern sie am Konseil zu Brüssel Beschlüsse kriegen. Weil die Vorschläge kompliziert sind, aber auch für zu wissen, ob sie überhaupt etwas bringen, habe ich heute einen Expert von unserer Fraktion an das Studio invitiert, für euch zu erklären, und noch, was die Vorschläge sind, und noch für zu versuchen, sie zu beurteilen. Vielen Dank, Andreas Schneider, dass Sie bereit waren, mit mir diese Vorschläge, darf ich sagen, auseinanderzunehmen. Es handelt sich ja im Wesentlichen um 3 Punkte. Wir wollen mal versuchen, das zu erklären. Zunächst der erste Punkt. Ja, vielen Dank, Frau Lulling. Wie Sie schon sagten, der Dringlichkeitsantrag beschränkt sich eigentlich auf 3 Punkte. Ich will nur ganz kurz die ersten beiden erörtern. Der erste gibt jedem Mitgliedstaat das Recht, was eigentlich immer schon der Fall war, die Milchquote an prioritäre Gruppen auszuteilen. Die Erhöhung, die jetzt kommt, man kann die an Junglandbauern, Alpinlandwirten, wie auch immer. Aber der zweite Punkt ist eigentlich der interessantere, sondern die Kommission schlägt ein Milchquotenrückkaufprogramm vor. Das besagt, dass die nicht ausgeschöpfte einzelbetriebliche Quote kann von jedem Mitgliedstaat aufgekauft werden. Wenn der Erzeuger bereit ist, die nie mehr zu benutzen. Ja, aber es ist nur für 2 Jahre. Ja. Das geht nur vom 1. April 2009 bis zum 31.03.2010 und dann nochmal vom 1. April 2010 bis zum 31.03.2011. Ja. Also das Programm ist auf 2 Jahre begrenzt. Ja, aber also Landwirte, die bereit sind, teilweise oder ganz die Produktion einzustellen, die Quoten dürften jetzt die Mitgliedstaaten kaufen. Genau. Ökonomisch ist es sehr zweifelhaft, ob das überhaupt wirken wird. Und ob die Geld haben. Und ob die Geld haben. Denn es ist ja wirklich so, dass viele Landwirte ihre Quote nie ausgenutzt haben. Und auf einmal bekommen sie Geld für diese nicht ausgeschöpfte Quote. Und wir haben aber die Quoten erhöht in den letzten Jahren. Ich weiß, da waren verschiedene nicht damit einverstanden. Wir in Luxemburg hatten auch Diskussionen. Ich war immer der Meinung, das wäre gut, dass die Quote, weil wir so eine niedrige haben seit 1984, es wäre gut, weil wir immer
überproduziert haben und dann eben diese Superabgabe fällig wurde. Das kostete Geld. Genau. Ja, aber jetzt. Aber es ist eigentlich, ich denke, der Hintergrund dieser ganzen Geschichte ist, dass man eine striktere Auslegung der Quote hervorrufen möchte, und es ist auch durch die Hintertür eine Reduzierung der Quote. Das ist eigentlich der Hintergrund dieser ganzen Geschichte. Ich persönlich erachte es natürlich viel besser, wenn man diesen 1%, den man bis 2015 pro Jahr aktivieren könnte, wenn man den gar nicht aktivieren würde. Dann würde dieses Problem nicht anfallen. Ja, aber es gibt Betriebe, gerade die Betriebe mit Zukunft, die investiert hatten, auch auf das Auslaufen der Quote 2015. Genau. Die wird man bestrafen, wenn man denen diese Erhöhung nicht gestattet. Wir haben bei uns im Lande solche Betriebe, und das wäre sehr traurig, wenn das nicht mehr stattfinden würde. Aber das ist ja jetzt das eine. Also die Staaten sollen Quoten aufkaufen. Ja. Sie dafür Geld haben, steht ja auf einem anderen Blatt. Genau. Aber dann gibt es noch einen Korollär dazu. Ja, wie Sie schon sagten, man bestraft eigentlich die Landwirte, die sehr wettbewerbsfähig sind, weil man nicht nur die Quote de facto reduziert, sondern man verringert auch die Saldierungsmenge. Denn diese aufgekaufte Menge wird von der saldierten Menge, das heißt, der Unterschied zwischen dem, was überzogen wird und unterliefert wird, das wird ja in einem Land saldiert, wird abgezogen. Das heißt, der Spielraum für sehr wettbewerbsfähige Landwirte in der Milchproduktion verringert sich. Erstens da. Aber wenn das sich verringert, dann braucht ja auch nicht mehr so viel Superabgabe bezahlt zu werden. Richtig, aber trotz alledem wird für die verringerte Menge, die ist zwar saldierungsneutral, aber die anfallenden Gelder verbleiben jetzt in den Mitgliedstaaten für irgendwelche Umstrukturierungsmaßnahmen im Milchsektor. Ja, das heißt, es verbleiben ja eigentlich keine Gelder, man braucht keine zu bezahlen. Man kauft erst Quoten auf und dann sagt man, die verbleibenden Gelder von dem, was ja nicht, also ich muss sagen, das müssen wir noch auseinandernehmen. Das scheint mir ein bisschen kompliziert und auch ein bisschen widersinnig. Es ist schon eine große Ironie da drin. Ja. Da gebe ich Ihnen völlig recht. Auf der einen Seite muss ich es kaufen und dann muss ich trotzdem die Subabgabe für das, was ich aufgekauft habe, und dieser Teil soll in dem Land bleiben. Ich stimme Ihnen zu, aber das ist ja vom Europäischen Parlament schon oft gefordert, dass die Superabgabe sowieso im Land bleibt für Maßnahmen. Ja, das wäre gut, dann sollen Sie uns die Superabgabe lassen. Aber nicht sagen, das, was ihr nicht bezahlen müsst, das soll jetzt für Umstrukturierungsmaßnahmen. Dann ist es ja nicht da. Also, das ist schon sehr ironisch. Und das Zweite ist auch, die ganze Maßnahme ist ja fakultativ. Ja. Sie müsste eigentlich, um sie richtig greift, obligatorisch sein. Das heißt, alle 27 Mitgliedstaaten müssten sie umsetzen. Ja, ja, aber es ist ja so, dass das nicht sein kann, dass es nur fakultativ ist. Dann haben wir ja kein Level Playing Field mehr, auch über die Grenzen. In einem kleinen Land wie Luxemburg, dann wird es anders gehandhabt in Deutschland, in Belgien und so. Dann müssen wir das obligatorisch machen. Naja, aber wir müssen erst mal sehen, ob das nicht großer Schwachsinn ist, was da vorgeschlagen wird, auch ökonomisch. Aber dann gibt es einen zweiten Teil. Ja. Der ist gut, damit sind wir einverstanden. Können Sie den auch noch erklären? Artikel 186. Genau, es geht hier um den besagten Artikel 186, der eigentlich nichts anderes besagt, dass bei Störungen im Markt die Kommission eingreifen kann. Und aus irgendwelchen Gründen ist Milch und Milchprodukte sind nicht drin enthalten. Und die Kommission schlägt jetzt vor, Milch und Milchprodukte auch in diesen Artikel 186 aufzunehmen, dass sie in Zukunft schneller agieren könnte. Ja, ja. Das hätte sie schon längst tun können. Wir hatten das verlangt, auch in einer Entschließung, die wir im September in Straßburg angenommen haben. Da sind auch noch eine ganze Reihe anderer konkreter Vorschläge drin, auch den Konsum zu fördern und. Das wäre ja viel gescheiter als diese Quotenaufkaufgeschichte, die Sie sich da einfallen gelassen haben. Da stimme ich Ihnen voll zu. Was man eigentlich braucht, ist absatzfördernde Maßnahmen. Wir haben ja gar nicht mal so ein Quotenproblem, wir haben ein Mengenproblem im Absatz. Und den müsste man angehen. Europa wird ja nicht so viel Milch
er produziert all die letzten Jahren, wie Quoten da sind. Ganz genau. Deshalb ist es widersinnig. Also nochmal, wir werden jetzt versuchen, in Straßburg zu sehen, was wir dazu zu sagen haben, dass wir wirklichen Blödsinn verhindern, was die Leute auch draußen nicht verstehen würden. Also vielen herzlichen Dank, dass Sie bereit waren, diesen Vorschlag zu erklären. Ich sage auch merci, dass Sie nur gelauscht haben, bis die nächste Jahr.